Bubenspott in unsere Gass vom Hans Glückstein. Man meint als grad, in unsere Gass wäre dut voll Bube ausgeleert und jedi Kipp treibt en andere Spott, wo sie ihrem großen Bruder abgeguckt hen. Ein alter Ausklopper dient als Tennisschläger und am meisten freuen sie sich, wann der Balle, wo aus me ausgestopften Strump besteht, in e Fenster neu saust und dort in e volle Suppeschüssel neu botzelt. Die ganz Kleine reiten auf'm Buckel von der großen Schwester, wo schon in die Zweitklasse geht, und wann ein Hindernis in Gestalt von einer großen Pitsch kommt, dann batscht gewöhnlich des Trippeltrappelfiesel neu, dass die Brabbelspritzer die Gesichter tätowieren. Am meisten wird aber Fußball gespielt. Alles Mögliche und Unmögliche muss als Fußball herhalten. Am Kalsche se alte Kapp, en ausrangierte Schlappe, de Tante eher Pompadourche mit Sägmehl ausgestoppt, aber sämtliche Ohren kann man zubinden, wann der Fußballer eine leere Konservedose ist. Und es ist auch grad nicht angenehm, wann einem so ein dreckiger, nasser Fußballstoffklumpe in die Visage neidopst. Im Kondel spielen sie Schiffels. Der Papa muss aus alten Zeitungen und Schreibheften kleine Botschaften zusammenbusseln und da werden dann leere Feuerzeugschachteln, Kieselstecher, Holzstickelchen und Zigarrstumpen drauf verladen. Und wann der grutzige Schiffsmann obens heimkommt, kriegt er sein Wix, weil die ganze Kleider ein Papp sind. Der Rennsport ist nicht so arg beliebt, weil gewöhnlich der eine oder andere me Passant auf den Bauch saust und dann eine auf die Ohren gelangt kriegt, dass es Feuer zu der Ache rausschlägt. Turngelegenheit ist genug in solcher Gass. Da gibt's Laternenposten als Kletterstangen und es wird so lang geklettert, bis die Hosen durch sind. Bockhupse über alte Kiste nimmt manchmal ein Beses en, wann ein Nagel im Hauptquartier hängen bleibt. Speerwerfen mit Papa seinem Sonntagsstecker oder mit gestrenzte Lattenstick hört manchmal erst dann auf, wann einer aus der Nase blut. Stehschleitre hat so mancherlei Ziel. Die Email- und Blechschilder an den Geschäften, der Dachkandel oder die Gaslaterne. Und wann ein Schutzmann kommt, rennt alles davon und werden mo die Bande abgefangen. Dann weiß keiner, was war. Fliege aber will keiner. Denn wenn man auf dem Plaster hinfliegt, dann ist gewöhnlich das Bein verschollen oder ein Loch im Kopf. Es ist manchmal grad wie bei der Alten, die Jugend kennt halt auch kein Maß. Auf einmal platzt so ein kleiner Sportler und das Blut, das tropft aus seiner Nase.